Wer bei gutem Wetter iwwer d Land fährt oder durch Spaziere geht, begegnet ganz oft an der Kulturlandschaft enger heichgewussener 3 Meter grosser Planz. De Mais, den Flower alles dominiert. Allerdings gibt es Planz, die recht mit vom 20. Jahrhundert bei euch so richtig Fuß gefasst wird, punkto Ökologie nicht gerade positiv bewährt. Eine Reportage von Jean Weber. Der Mais ist an den letzten Jahren zu Lützeburg zu enger von der dominantester Pflanze an der Kulturlandschaft gehen. Der Mais stellt wenig Ursprech und den Boden und garantiert einen hohen Rekord. Bei den Bauern ist der Mais dafür für eine Zielrecht zu verfedern ganz beliebt gehen. 1990 goufe zu Lützeburg eng 7400 Hektar Silo-Mais, an Tischen sind es eng 13.000 Hektar gehen. Neuerdings wird auch immer mehr Mais angebaut für Naturgas oder Biogasanlagen. Für Natur und die Umwelt hat der Mais extrem viel Nachteile. Auch wenn der Mais mit über 3 Meter zu einer großen Pflanze geht, ist die Vegetationszeit kurz. Der Mais wird am April gesät, reicht Ende Juni, bedecken Pflanzen den Boden. Dadurch ist der Boden lang ungeschützt gegen die Wand und Wasser. Für zu wachsen braucht der Mais selber viel Wasser und dadurch trocknen Böden aus. Wenn dann der Mais Ende September, Anfang Oktober gehäckselt wird, ist diesen ausgetrockneten Boden oft hart wie Butter. Schon bei wenigem Regen steht sehr Wasser auf den Maisfeldern, bei vielem Regen a kurzer Zeit lassen Maisfelder kein Wasser durch diesen Boden versickern. Viele Experten meinen, dass die Zahl von Mais an der Landschaft einen großen Anteil an verschiedenen Hochwasserkatastrophen hat. Klar, als auch Maislandschaften sind Landschaften mit wenig Leben und wenig Biodiversität. Durch die Federn mit Maissilagen gibt viel mehr Wiesen wie Viehweiden gebraucht. Viele Wiesen sind dafür an den letzten Jahrzehnten für den Maisanbau umgeplaut gehen. Überall Reste von Klottüren am Rand oder Matten an den Maisfeldern weisen das Los verschwonnen von einer traditionellen Kulturlandschaft. Mais bedeutet immer mehr Biodiversität. Da, wo der Mais steht, haben andere Pflanzen keine Chance für zu blühen. Der Mais produziert kein Nektar und Pollen haben wenig Eiweiß und sind dafür für Bienen nicht interessant. Der Mais, den ursprünglich aus Mexiko kommt, ist in vielen Regionen auf der Welt für den Mensch das wichtigste Grundnahrungsmittel. Weltweit dienen 50.000 Sorten Mais. Schade, dass darin ein paar Sorten sind, die bei uns massiv angebaut gehen, um möglichst billig Lebensmittel herzustellen und damit große negative Auswirkungen auf unsere Natur und die Umwelt hat. Wollen wir Probleme bei Wasserschutz, Biodiversität und Hochwasserschutz an den Griff kriegen, feiert KW einen moderateren Verbrauch an Pflanzen vom Mais.